Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Wir sind hier neu in unserem Hauptquartier. Wir gehen jetzt nach Abu Dhabi. Wir können nichts mehr gross entwickeln. Wir haben zwar mega viele Ressourcenpunkte, aber das wird nicht fertig aufs nächste Rennen. Und wir machen ja dann nicht mehr bei F1 2020 weiter, sondern wir starten dann, wenn die Folge rauskommt, gerade dann nachher beim F1 2021 weiter wird, weil das kommt ja jetzt demnächst raus. Ich weiß zwar nicht, wenn die Folge rauskommt, aber wir haben jetzt den 6. und ich glaube, irgendwie so in 10 Tagen oder so sollte das Game rauskommen. Also machen wir dann gerade dort weiter. Wahrscheinlich auch wieder mit McLaren, schauen wir dann an, wenn wir dann das Game das erste Mal starten. Gut, also es geht jetzt nach Abu Dhabi. Wir machen es so wie immer. Wir sehen uns einfach im Blitzqualifying wieder. Und ich mache jetzt Training, ein paar Sessions fahren, um ein bisschen wieder mit der Strecke warm zu werden. Abu Dhabi ist gar nicht meine Strecke, muss ich sagen. Aber wir schauen dann, wie sich das jetzt entwickelt. Und ja, let's go! So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir legen gerade los, über das Training fahren. Es war einigermaßen okay, ich habe es ein gutes Setup gefunden, aber ich denke nicht, dass wir hier viel Glück haben, weil ich bin ja, auf dieser Strecke immer ein bisschen am strugglen, sage ich jetzt mal, oder habe immer ein bisschen meine Probleme, aber wir legen einfach los. Egal, einfach fahren, let's go, hoffentlich gute Position. Ich fahre glaube ich lieber ein bisschen vorsichtiger als Krawall. Oh shit. Muss ich aufpassen, kriege ich noch Strafe über. Okay. Ich weiss nicht, wo. Hamilton ist hinter mir. Oh mein Gott, gibt das eine Pole Position? Jetzt ist es schon schnell auf der Geraden. Es ist einfach lächerlich, manchmal, wie die können über die Curbs brettern und ich eben nicht. Ich verliere immer die Kontrolle. Oh shit, da hätte ich nicht so List 2 runtergehen. Come on! Ah shit, ich weiß nicht, was ich wurde. Ich glaube, das 10. Kann das sein? 9. Okay. Nein, der letzte Sektor war scheiße. Dort habe ich mich auch verschaltet, zweimal. Aber okay, ich habe gesagt, ich fahre lieber ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, aber am Anfang im ersten Sektor bin ich nicht mal so schlecht gewesen, aber ich war ja vor dem Hamilton. Ja, aber es sind schon gute Sekunden langsamer. Fast gleich schnell wie der Norris. So gut. Aber mal schauen, vielleicht haben die Fahrer irgendwo ein bisschen Strafe oder dann irgendetwas gewechselt und die gehen dahinter. Dann starten wir vielleicht ein bisschen weiter vorne. So, herzlich willkommen. Das letzte Mal auf der Startaufstellung. Wir starten von P8. Wir sind eins vorgesetzt worden. Wahrscheinlich hat irgendwo vorne eine Strafe bekommen. Ja, das letzte Rennen. Ich hoffe, dass wir gut wegkommen, dass wir da vielleicht noch gute Punkte holen. Podium wäre auch cool, aber ich denke, für das sind wir ein bisschen zu weit weg. Aber wir wissen ja nie, was passiert. Vielleicht kommt wieder eine Safety-Car-Phase und da sind wir eigentlich gut dran. Wir schauen mal rein. Wir starten mit den roten Reifen und gehen dann auf die gelben. Runde 6 müssen wir das Ganze wechseln. 14 Runden gesamthaft. Wir nehmen den Sprit ein bisschen runter auf wieder 14,5 würde ich sagen. Wir fahren mit wenig Sprit los. 28 Kilo. Und ja, dann let's go. Das letzte Rennen. Fast schon traurig. Nein, das letzte Rennen und dann nachher geht es weiter in F1 2021. Let's go! Okay, wieder ein ganz okay. Also den Start habe ich mittlerweile draussen, muss ich wirklich sagen.
Oh, jetzt hat aber der Perez Glück gehabt, der hat jetzt fast abgeräumt, weil ich einen Schlanker drin hatte. Die Reifen sind halt noch nicht so warm. Da bin ich viel zu schnell. Nicht auf den Curb. ERS. Honda ist langsam eigentlich mit ihren Motoren. Der ERS. Ich glaube, wir könnten schon schneller, aber der Albon lässt uns gerade nicht so ein bisschen zu. Oh shit, okay. Okay. Riesen Fehler gehabt. Wow, okay, ey, ich bin ein bisschen am Strugglen gerade wieder. Aber das ist halt eben der Sektor, der zweite Sektor, den ich einfach wieder nicht im Griff habe. Ach Gott! So, come on, zusammenreißen. Jetzt vielleicht beim Anbremsen. Ach, Scheiße. Harris, das ist sozusagen unser Rival, der hat uns schon oft abgeschossen in dieser Saison. Come on, Windschatten. Nein, der hat einen schnelleren Motor. Gut, Mercedes-Motor halt. Gell? Okay. Ach Scheiße, der fährt hinter uns nach und hat Gel. Wird jetzt schwierig werden zum Überholen, weil ich kriege da plötzlich noch eine Strafe über den. Boah. Holy shit. Das ist einfach ein langsames Auto. Ich glaube, es ist Ricciardo oder Ocon. Lando Norris. Ah, Scheiße. Fuck, okay, jetzt wird es hure schwierig werden, um hier noch Punkte zu holen und dass wir noch BWT überholen können. Come on, jetzt aber. ERS, DRS, alles drin, was ich kann. Ich riskiere es. Oh, Alter, das war Moving on Braking, Alter, du Wichser. Aber so etwas von, hast du gesehen, der leichte Schlenker, den er gemacht hat? Holy shit, das war mega gefährlich. Oh, oh shit! Oh shit! Wo ist der Gasly? Was ist denn das für so ein Überholmanöver? Oh shit! Oh mein Gott! Ah. Okay, jetzt müssen wir schon wieder sammeln. What the fuck? Alter! Oh, fuck. Okay. Ach, die scheiß Reifen, ich sag, das ist schlimm. Ich rutsche wie blöd immer. Okay, jetzt müssen wir in die Box. Ah, ich hoffe, die Mediums bringen mir etwas dann. Oh, shit. Oh, zum Glück habe ich jetzt Gas gekauft, dass ich ein bisschen quer gekommen bin. Das hat mir, glaube ich, gerade ein bisschen den Arsch gerettet. Oh. Scheiße, ey. Oh, Mann. Oh, okay, wer ist das? Oh Gott, Alter. Der will es auch wissen, der Dude.
Hoffen wir einen guten Boxenstopp da. Und hoffen wir, dass wir auch gut raus können, ohne dass wir lang stehen bleiben. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ja, scheiße, Perez war schnell. Okay, jetzt haben wir einen Ferrari hinter uns. Dort hat der Ocon jetzt das zweite gemacht. Der ist nämlich jetzt, glaube ich, der letzte. Dort müssen die ganze Zeit warten. Bitter. Oder sie haben ihm noch mit etwas gewechselt, weil er vielleicht noch einen Schaden hatte, das weiß ich nicht. Und jetzt ist der Perez dran. Leider haben wir nicht so viel ERS, wie ich gehofft habe. Aber immerhin neue Schleppen. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, DRS noch. Und Arrivederci, Alter, sage ich da nochmal, Mann. Das war auch ein bisschen abgekürzt, aber egal. Die Stewards haben es nicht gesehen, alles in Ordnung. Jetzt hat er DRS. Scheißegal, holt mich nicht mehr jetzt. Ich hoffe nur, die Mediums hier sind ein bisschen besser als die Soft. Vom Grip her. Oh, okay, ich muss aufpassen. Bitte noch keine Strafe, bitte noch keine Strafe, bitte noch keine Strafe. Ich bin ganz lieb. Okay, DRS. ERS habe ich reingehauen jetzt. Come on. Kann nicht sein, dass ein Ferrari-Motor schneller ist, oder? Ah. Schlecht rausgekommen. Wir können uns wieder ein bisschen anziehen. Okay, jetzt aber. Come on. Das gibt's doch nicht. Wie schnell der ist. Also Sebastian Vettel and Pierre Gasly, what has happened? We need to know who's going to come out in front as we see Lance Stroll hitting the barrier and going over the curb one more time. Ich kann DRS und kommt nicht an ihm vorbei. Das ist unglaublich. Oh, okay, er hat mich berührt. Das war nur ein leichter Stüpser, aber ich bin vorbei. Holy shit. Nein, einfach nicht wieder rausfahren, da, dass er wieder vorbei kann. Nein! Oh mein Gott, okay, jetzt müssen wir 3 Sekunden rausfahren. Fuck! Das hat uns gerade noch gefehlt, ey. Das ist unglaublich. Fucking Bullshit, ey. Shit, okay, das wird schwierig. Letzte Runde. Schaffe ich es echt noch, die Sekunden rauszuholen, die ich brauche? Das wird schwierig. Da wird so etwas von schwierig werden. Okay, hier ist weg.
Batterien sind tot. Ah, ich glaube, es hat nicht gelangt. Ich bin, glaube ich, eine Position nochmal zurückgekehrt. 9. Okay. Aber immerhin 9. noch und haben hier noch 2 Punkte können holen. Aber ich glaube, wir haben DM, genau. Ich glaube, wir haben WM gegenüber Racing Point verloren. Oh, ein Ding sagt ein Red Bull. Max Verstappen oder was? Verstappen, wahrscheinlich schon. Der Elben war schon weit hinten noch. Ah Mann, ey, die Zeitstoffe war so dumm, Mann. Wieso haben die ganze Zeit auch abgekürzt? Oder wieso habe ich die Kurve immer so heftig geschnitten? Ah, schade. Ja, aber gut, ich würde mal sagen, das war es mit dieser Saison. Der Vorsprung des Führenden der Rangliste hat sich heute etwas Und ja, unglaublichen Rennen. Dein Fahrer des Tages. hätten wir die 3 Sekunden nicht gehabt, wären wir weiter vorne geladen. Wo ist eigentlich... Ah, schau jetzt, nein! Weißt du, Racing Point hat nur einen verdammten Punkt. Einen scheiß Punkt holen die. Und ich schaffe es nicht, vorne bleiben und gehe einfach komplett zurück, Alter. Wie bitter ist das? Wie bitter. Ah, das ist so bitter. Wir hätten wirklich die noch in der Konstrukteurmeisterschaft nochmal aufholen. Ah, das ist so belastend jetzt. Das ist wirklich belastend. So. Schauen wir, was noch kommt. Die Saison ist ja rum. Ob da noch irgendetwas kommt. Aber ich denke, das wäre es gewesen. Vertragserneuerung. Versuchen wir besser über jetzigen Team oder ein anderes Team bewerben. Ja, mit dem aktuellen Team, ich will ja eigentlich bedingt bleiben. McLaren, ne? Wir sind ja zufrieden eigentlich mit denen. Mittleres Risiko. Sollten die locker annehmen. Abgelehnt. Okay. Ja, eigentlich könnte ich schon bei McLaren bleiben. Eigentlich. Oder wollen sie mich nicht mehr? Jetzt wollen sie mich einfach nicht mehr, oder was? Wir schauen jetzt mal noch schnell. Ich will bei McLaren bleiben. Ah, jetzt ist aber die Zahl tief. Wir probieren nochmal mittleres Risiko. Vorher war es 2,7. Ah, jetzt haben sie zugesagt. Wegen diesen paar 100'000, ich hätte es nicht mal gemerkt. Ey. Oh je, okay, dann haben wir hier jetzt noch einen Bonusfonds. Hätten wir so etwas upgraden, spielt aber eigentlich auch nicht so eine Rolle, weil wir machen ja hier nicht weiter in dieser Saison oder mit dem Game. Wir machen dann nachher MF1 2021 weiter. Wir tun jetzt aber gleich noch schnell alles überspringen, zum Saisonende kommen. Mal schauen, ob da noch irgendetwas kommt. Saison beenden und abschließen. Und etwas noch kommt, mal schauen. Eine tolle Saison. Deine Leistungen waren gut und das gibt uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Und meine 10% lohnen sich auch mehr. Also genießt die Pause und nächstes Jahr weiter so. Die ist auch immer nur auf die Verträge aus. He? Verträge und Geld, eine richtige geldgeile... Nein. Die ist wirklich immer nur aus Cash aus, Mann. Das ist schlimm. Gut, also, da sehen wir jetzt, wir haben einen Sieg geholt, wir haben 2 Pole Positions geholt in der Saison, wir haben 110 Punkte geholt und sind 8 in der Meisterschaft geworden. Ich glaube, für die erste Meisterschaft ist das sehr stark. Neues leider nur auf 12, aber auch er hat wirklich gute Ergebnisse noch abgeliefert jetzt in den letzten paar Rennen. Es war einfach immer so, wenn ich schlecht war, war er gut. Und umgekehrt. Gut, jetzt im Abu Dhabi, Alter, so jetzt hat er leider ein bisschen Pech gehabt. Aber ja,
das wäre es mit F1 2020. Von dem Let's Play, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und dann sehen wir uns eben, wie gesagt, in F1 2021 zu einer weiteren Saison. Freue mich schon drauf. Sollte, wie gesagt, in den nächsten paar Tagen rauskommen. Und ja, bleibt dran, abonnieren nicht vergessen, sage ich zwar nie, aber macht es gerne mal. Und ja, dann sehen wir uns aber, wie gesagt, im nächsten Let's Play, Saison wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao!